Leute, hier im Geekstübli heute mit einem Mega-Special. Der Andy McFly, wie man mich draussen auf der Straße nennt. Dort, was hart ist. Und neben mir der Andu T-Nerd, der normalerweise eher hinter der Kamera steht. Aber heute vor der Kamera steht und hinter der Kamera. Er hat die ganze Zeit aufgebaut. Das müssen wir noch schnell sagen. Genau. Ich bin einfach neben dran gestanden und habe dabei nicht sehr gut ausgesehen. Aber jetzt sind wir vor der Kamera. Jetzt tauschen wir die Rollen. Jetzt tauschen wir die Rolle. Genau. Das heisst, heute redest du hauptsächlich. Nein. Das weißt du gar noch nicht, aber das ist schön. Wir haben uns überlegt, okay, was könnte man machen, wo wir dich einmal vor die Kamera kriegen. Also reden wir über Film. Das ist etwas, was wir beide gerne haben. Genau. Und dann haben wir kurz überlegt, welchen Film könnte man besprechen. Wir hatten dann eine mega gute Idee gehabt. Wir haben gefunden, reden wir über 3 Filme gleichzeitig. Absolut, das macht es einfacher, oder? Ja, nein. Aber wir machen es jetzt trotzdem. Und zwar reden wir über Back to the Future. Und zwar die komplette Trilogie. Ja, ich habe auch das passende, ich glaube, man sieht es gar nicht. Ich habe auch das passende T-Shirt an. Aber weißt du warum? Nein. Aber du willst mir sicher sagen. Ich habe in meinem Kleiderschrank geschaut, was würde passen, was könnte man so anziehen, was würde passen, umeinander geschaut. Und das nächste, was dran kam, war ein Rick and Morty Shirt. Ja, Rick and Morty ist ja eigentlich eine Adaption. Einfach ad absurdum treiben. Absolut, Ja, mega. Ja. Mega. Aber vieles. Ja, völlig. Aber wir reden heute nicht, also eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Genau. Genau. Wir fangen nämlich mit dem ersten Teil an und gehen chronologisch dieser ganzen Sache ein bisschen nach. Ja. Vielleicht zuerst mal, bevor wir mit dem Film selber anfangen, zum Regisseur. Wer war da? Der Zemeckis und Bob Gale. Zusammenarbeit. Ja. Und die haben schon noch ein paar Filme gemacht, glaube ich. Haben wir mal darüber gehabt. Bob Gale im ersten Teil noch Co-Autor gsi, hauptsächlich. Ja. Dann in den anderen beiden Teilen dann Autor. Ja. Nicht so Indoor, mehr Autor. Okay. Er war nicht sehr gut gsi. Okay. Nein. Der Robert Zemeckis. Zemeckis, Zemeckis. spricht man es aus? Ja, ich weiß nicht, weißt du, wo man es flott? Ob Zemeckis oder Zemeckis? Oder Zemeckis. Das ist wie mit Dave Filoni. Das sind dann, da weiß ich auch nicht. Dave Filoni oder Filoni. Aber ich glaube, es ist schon Zemeckis. Hat jetzt so gesagt. Eben geil. Ich bin Ja. sehr gut im Recherchieren und mich vorbereiten. Das ist so Ja, mein ich Ding. glaube auch. Also wunderbar. Nein, das ist super. Ja, der Zemeckis kennt man aus Zurück in die Zukunft. Jetzt bist du dran. Von wo kennt man noch? Roger Rabbit. Ja, Forrest Gump. Und er fährt es auf Happen. Castaway. Aber, genau, Castaway. Und das ist passen. wahrscheinlich auch so das Wichtigste. Ja, ich würde sagen, das sind die bekanntesten. Ja. 2020 macht er nochmal etwas. Und zwar gibt es eine Neuinterpretation, eine Neuverfilmung vom Hexen. Ah, ja, stimmt, da habe ich mal kurz etwas gelesen. Ja, und der hat auch den Erdfinger im Spiel. Ja, wird spannend. Leider wird es ja laut ihm nur über seine Leichen einen 4. Zurück in die Zukunft geben. Wieso leider? Nein, nicht leider. Das ist das Beste. Wieso leider? Ja, wenn er würde mitmachen wäre es aber nicht schlecht. Aber für was wieso ein 4. Teil? Ja, ich finde zum Beispiel die Comic-Serie hat es recht schön weitergezogen. Oder ja, es würden sich auch andere Sachen anbieten, wie zum Beispiel in den Comicbüchern, wo der Bob Gale mitgemacht hat im 2015. Ja, aber im 2015, glaube ich, also dort, wo sie ja gelandet sind, im 2. Teil. Genau. Zu dieser Zeit haben sie ja dann angefangen, in ein paar Shows nochmal auftreten, so ein bisschen. Sie sind nochmal zurück in ihre Rolle. Und dort hast du eigentlich irgendwo in einer Fernsehshow hast die beiden nochmal in ihrer Rolle als Marty McFly und Doc Brown gesehen. Ja. Willst du wirklich nochmal einen Film mit einem Ü50 McFly? Nein, also da müssen wir definitiv einen neuen Cast suchen. Und ja, da sind wir dann in einem heiklen Bereich, da gehe ich mit dir einig. Aber also ich finde ich es super, so wie es ist. Das sind 3 mega... Man merkt es doch nur schon beim 3. Teil. Sind wir mal bei aller Liebe, ich liebe die Filmreihe. Der 3. Teil, er ist nicht schwach. Er ist immer noch ein super Film, okay? Er ist immer noch ein mega guter Film. Aber wenn du die ersten 2 nimmst und ihn nebenan stellst, ist er schon nicht der stärkste von denen. So, dann doch lieber das als schöne, geschlossene Sachen lassen. Wobei, nach dem ersten Teil, hast du gewusst, es war gar nicht Plan, dass man Teil 2 und 3 macht. ja, das Die Pläne sind erst nachher gekommen.
Ja, aber das Buch, also geschrieben haben sie es ja schon gern, glaube ich, auf mehrere Teile. Oder nicht? Ich meinte Weil nicht. der Plot, also eben laut Zemeckis und Bob Gale, der Plot wäre schon immer geschrieben gewesen für mehrere, habe ich gemeint. Aber vielleicht täusche ich mich da an. Ich habe gemeint nicht. Haut sie Kommentar. By the way, wir könnten ja eben für die jüngeren Zuschauer, die vielleicht den Film noch nicht mal gesehen haben, mal so einen groben Abriss geben, was überhaupt passiert in diesen 3 Teilen. Genau. Oder greife ich da jetzt vor? Du gehst ein bisschen vor, das ist Okay, aber nicht dann schlimm. gebe ich Ich kann eigentlich noch ganz kurz über die 2 Hauptdarsteller reden. Und zwar den Michael J. Fox Ja. und über den Christopher Lloyd. Ja. Lloyd oder Lloyd? Siehst du Lloyd. es? Lloyd, gell? Leute, ja. Siehst du? Okay. Ja, wir kennen den Michael J. Fox als Teen Wolf unter anderem. Genau. Und er hat seine eigene Serie gehabt, der Michael J. Fox Show. Und ich glaube, zwischen ihnen hat er dann Chaos City gemacht. Oder respektive ist in Genau, Chaos City gewesen. genau. Das ist die Serie, wo dort nicht noch der Charlie Sheen drin war. Vor oder nach ihm? Ja, genau. Gell? Glaub's nach ihm. Nach ihm? Nach ihm, ja. Ich Genau. habe gewusst, er war dort auch noch irgendwie involviert gewesen. Und der Michael J. Fox kommt ja von der Serie aus. Ja, Er hat ja dort, wie hat es die Serie geheißen? Family Ties. Genau, Family Ties. Was war es auf Deutsch? Familienbande. Familienbande, Ja, genau, genau. stimmt. Familienbande, und dort hat er eigentlich gespielt, wo sie schon angefangen zu drehen, also der Back to the Future 1. Aber sie haben ihn ja nicht bekommen, weil er eben bei Familienbande hat gespielt, und dann hat ein anderer Schauspieler zuerst die ersten paar Aufnahmen gemacht, also eigentlich schon fast der Hauptfilm, glaube ich, was sie gefilmt haben. Und als er dann auch bei Familienbande hat Zeit hatte, wo das durch war, hat er dann die Rolle gleich noch übernommen, im ersten Teil. Genau, sie hatten 2 andere Schauspieler gehabt, oder respektive sie haben den Marty McFly wollen. Haben ihn nicht bekommen. Marty McFly. Ach ja, Michael eben siehst du, J. ich verbinde ihn so sehr mit dem Marty McFly. Sie haben den Michael J. Fox nicht bekommen. Ja. So. Wegen Family Ties, wie du schon Genau. gesagt hast. Und dann haben sie 2 andere ausgesucht gehabt. Und davon hat der Schulz, irgendetwas, das wie Deutsch geschrieben ist, aber mit TZ, hat die Rolle bekommen. Sie haben den Eric Stoltz, nicht Schulz. Eric Stoltz, genau. Eric Stoltz stimmt. wahrscheinlich. Eric Stoltz. You know Eric Stoltz? You know Mr. Stoltz? No? Famous actor? No? Just see some face. Alright. Eric Stoltz es hat ja mal so einen Film gegeben, wo er so einen deformierten Behinderten, also Benachteiligten, oder wie man dem jetzt heutzutage Also korrekt er hat in der Biografie von Trump gespielt, würde ich sagen. Ja, aber nicht ganz. Aber ich werde das noch nachreichen. Wir können ja das hier schneiden. Also werde ich sicher ein paar Bilder einblenden. Werden wir die ganze Zeit jetzt hier machen können. Ihr werdet noch Filmschnipsel sehen. Genau, also wenn wir Bock haben, können wir genau jetzt etwas einfügen. Ja, die Arbeiten von Michael J. Fox bei Family Ties war dann auch der Grund, warum der grösste Teil oder ein grosser Teil von Back to the Future 1 in der Nacht spielt. Genau, er hat dort fast 24 Stunden immer Genau, gearbeitet. und das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich einfach mal geben. Der Typ schafft den ganzen Tag, also soviel ich weiss, hat er am Morgen um 10 Uhr angefangen zu drehen bei Family Ties. Und hat bis zum Abend gedreht und dann in der Nacht noch weiter gedreht. Das sind Stundentage für ihn 20 Stunden oder so gewesen. Sicher happy. Für das hat er nicht mal so schlimm ausgesehen. Also ich sehe an einem normalen Montagmorgen definitiv kaputt aus, als er dort während dem Drehen. Oder ein guter Make-up-Artist. Oder ein sehr guter Make-up-Artist, ja. Aber es ist eine krasse Leistung. Also dürfen wir an dem Absolut, Moment ja. einmal ganz kurz schätzen. Das sind wahrscheinlich lange Tage gewesen. Definitiv, glaube ich auch. Und mit ihm zusammengespielt hat Christopher Lloyd, das haben wir schon gesagt. Ja, genau. Den kennt man von. Oh, was ist das? Auch wieder Roger Rabbit zum Ja, Beispiel, stimmt. wo er den Bösewicht spielt. Ah, stimmt. Stimmt. Ah. Genau. Das ist jetzt das Erste, was mir in den Sinn kommt. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja. Dort hat das er hätte sein ich noch Debüt nicht gehabt. gewusst. Ah, okay, dort hat es sogar das Debüt gehabt. Dort hat er sein Debüt gehabt. Meinte ich einmal. So sieht es aus. Geil. Ja, und er ist auch nochmal zurück in seine Rolle gekommen. Und zwar in A Million Ways to Die in the West. Genau. Der Ja. Film, der meinte ich gemacht ist von dem Typ, der Family Guy produziert. Ist das nicht ein Seth Da bin ich überfragt. MacFarlane? Ich glaube, das war ein Seth MacFarlane-Film. Das kann gut sein. Ja. Oder mit dem modernen Zeug kenne ich mich nicht so aus.
Mit dem modernen Zeug. Digitalfilm so Zeugs. Yes, fass doch mal den ersten Teil. Ich gebe dir jetzt den einfachen Part. Fass doch mal den ersten Teil. Das ist nett. Ja, so bin ich. Ich bin eine Gebernatur, was soll ich sagen? Also der Marty ist ein Kollege von Doc Brown, der Christopher Lloyd spielt. Der Doc Brown erfindet eine Zeitmaschine, wo er auf der Twin Pine Mall versucht, seinen Hund, der Einstein, in Minuten in die Zukunft zu schicken. Also er versucht es nicht nur, sondern er schafft es. Mit seinem Plutonium betriebenen DeLorean, der eine Zeitmaschine ist. Und dort kommen aber dann unverhofft die Terroristen, die er von das Plutonium hat, dazu. Und der Marty muss flüchten im DeLorean, und zwar nach 1985. Wo er seine Mutter lernt kennen, sich seine Mutter in ihn verliebt und er dort dann ein Problem hat. Seine Existenz steht auf dem Spiel, weil sich die Mutter in ihn verliebt und nicht in seinen Vater. Ziemlich weird, eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. So eine Oedipus-Story, ja? Ja, eigentlich so. Ist schon ein bisschen wow. Eher unangenehm. Genau. Aber er schafft es dann, das Problem zu lösen. Das müsst ihr selber im Film nachschauen. Empfehle ich. Und kehrt nachher eigentlich mit der Hilfe von Doc Brown von 1985 zurück. Nein, von 1955, excuse. Habe ich schon vorher falsch gesagt. Er geht nämlich noch von 1955 und nicht 85. Und kehrt dann eben mit Hilfe von Doc Brown und einem Blitz, der einschlägt in, was ist das dort? Das Ratshaus. Genau, das Ratshaus, ins Ratshausuhr einschlägt, kann er wieder zurückgehen nach 1985. Genau. Und dort endet dann eigentlich auch der erste Teil. Richtig. Er muss, damit er genug Leistung kann erzeugen kann, muss er zu einer... Dein Spruch? Ja, genau. Das war jetzt gerade cool. Damit er den Karren zum Laufen bringt, respektive die Zeitreise kann unternehmen mit seinem Fluxkompensator drinnen, braucht er 1.21 Gigawatt. Ich liebe das. Ja. Genau. Das Rathaus, wo wir gerade davon geredet haben, Ja. mittlerweile sieht das leider nicht mehr ganz so aus. Also die Säulen, die man so groß kennt, die sind nicht mehr da. Und auch die Uhr ist, glaube ich, noch recht lange da gestanden. Und ich weiss jetzt nicht, ob Also du redest jetzt von der Filmszenerie, Ja. also von der Filmlocation selber, wo in genau. den Universal Studios steht. das Gebäude, dort, das sie genutzt haben, das ist immer noch sehr lange genutzt worden, nachher für andere Serien. Ich glaube, das nutzen sie immer noch. Das ist in sehr vielen, also der ganze Platz ist in sehr vielen Serien und Filmen gebraucht Ist der bei worden. Gremlins? Ist das der von den Gremlins? Genau, Gremlins, genau. Gell? Gerade die Szene, wo zum Beispiel, eben, wo er zurückfährt, fährt er ja so gegen ein Kino zu, glaube ich, ist das dort hinter im Ecke, links. Wo die T-Kreuzung, Genau, glaube ich. wo dann so Neon-Reklamen ja, hat. genau. Und genau dort, das ist eigentlich eine Szene, wo Gremlins spielt. Ja. Eben, gell? Also diese Szenerie haben sie in recht vielen Orten gebraucht. Das finde ich sehr geil. Das finde ich sehr, sehr nice. Ja, wir haben in diesem Film die Eltern von Marty McFly, Ja. wo beide, glaube ich, sogar Schauspieler jünger sind als der Marty. Der Marty spielt in dem Film wie alt ist er dort? Oh, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wenn ich jetzt müsste raten, hätte ich gesagt, dass ich 16, 17, Ich hätte gesagt, er sowas ist dort so, rum. sagen wir so, er ist in seinen Anfang 20, Ende 18er, Anfang 20er Jahre. Wie sagen wir, Ende 10er, Ende Teenie-Zeit. Ja, Er ist so das am Schluss Teenie. von der Teenie-Zeit. Genau. Wo gerne Gitarre spielt. Wo gerne Gitarre spielt. Eine wunderschöne Szene, wie er dort reinkommt, die Gitarre einstöpselt, einmal anschlägt und dann der ganz hohe Apparat um die Ohren fliegt. Genau. Ja, das ist grossartig. Ja, das müsst ihr unbedingt schauen. Auf jeden Fall sind beide Eltern. Übrigens, er war zu dieser Zeit schon um die Ende 20 gewesen. Ja. Und das ist etwas, was man in den Filmen noch gerne macht, dass man Schauspieler nimmt, die schon ein gewisses Alter haben, die dann aber Teenies spielen, weil aus gesetzlichen Gründen dürfen die Kids nur eine gewisse Anzahl Stunden arbeiten. Ja, diese Zeit am Set zählt als Arbeitszeit und darum nehmen sie eigentlich gerne ältere Schauspieler, die dann jüngere Rollen spielen, weil die dürfen länger arbeiten. Und sie haben ja die Eltern von Marty McFly im Film, haben sie ja in der Zeit 1985, also in der Hauptzeit von ihnen, haben sie ja einfach geaged mit Make-up, dass sie ein bisschen älter wirken. Was übrigens für diese Zeit extrem gut aussieht, weil ich es zuerst nicht geheilt. Das hat man damals, ist das noch nicht so gang und gäbe gewesen, dass man so tut, Agent etc. Und
Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ja, weil wir haben es ja erst gerade letzte sind wir zusammen im Kino gewesen Richtig. und haben dürfen Back to the Future im Kino genießen. Also wir haben die Chance noch bekommen, so einen Film im Kino zu genießen, weil ja, wie man weiss, Filme kommen einfach im Kino halt viel massiver rüber, mit dem Ton, mit diesen Bildern. Ist viel eindrücklicher, definitiv. Also ich habe es wirklich sehr genossen und geschätzt, haben wir das noch dürfen nacherleben. Und an dich, genau du. Du, wenn du so vor dem PC hockst oder an deinem Tablet hockst oder sogar an deinem Handy bist, ist besser. Unsere Gesichter sehen grossauflösend wirklich noch schlimmer aus. Anyways, gang ins Kino. Wenn die Dinge wieder aufmachen, gang ins Kino. Okay? Kinos müssen existieren. Wichtig. Danke. Genau. Und irgendwie mehr Kinos machen in letzter Zeit Filmabende, wo sie alte Filme zeigen oder ältere Filme zeigen. Und man kann sagen, also schaut, sind wir mal, ich bin ganz ehrlich. Ich gehe gerne dann ins Kino, wenn der Film fast nicht mehr läuft, den alle schon gesehen haben. Weil dann es ist keiner drin, der sein Popcorn dir so nah am Ohr reinschaufelt. Keiner muss 15 WhatsApps anschauen und kein Handy schellen. Ich liebe das, ich verstand das, wirklich. Aber vergessen das für die nächsten paar Monate nach dieser Covid-Phase mal. Generell ist einfach ein Film nicht das Gleiche, wenn man ihn daheim schaut. So, auch mit einem anständigen Soundsystem, mit einem grossen Fernsehen, ist sehr geil, ist wirklich schon sehr geil. Aber ein Kinoleinwand mit einem anständigen Soundsystem dran, ey, nichts ist geiler. Ist einfach nichts geiler. So. Auch alte Filme, ich finde sowieso Back to the Future sieht fast schon frech gut aus immer noch. Ist sehr gut gealtert, absolut. Man kann ihn von der Story her, von der Art, wie er aufgebaut ist, von der Kamera, von den Effekten, man kann den Film immer noch mega gut schauen. Und er sieht einfach auf der Leinwand nochmal eins krasser aus. Und ich habe den Film, ich weiß nicht, wie oft ich den Film geschaut habe. Und ich bin dort geguckt wie ein kleiner Bub. Oh mein Gott, schau mal, der DeLorean. Weil es einfach nur schon das Feeling von so etwas im Kino gesehen, ganz etwas anderes ist. Apropos Kino, wir haben am Anfang gar nicht erwähnt, wo wir hier eigentlich hocken. Wie ihr ja seht, hocken wir ja hier im Kino. Und das war nur möglich durch die Hilfe von Jörg. Vom Kino Scala in Langenthal, wo wir danke vielmals sagen. Danke vielmals. Merci vielmals. Und hier das Logo. Und eben, wie wir gesagt haben, wirklich unterstützen die Kinos in dieser schweren Zeit, wenn es geht, wenn sie sogar offen haben oder auch sobald sie wieder auftun dürfen, stürmen die Läden. Sie können es wirklich brauchen, im Moment eine schwere Zeit. Und eben, verhindert das Sterben von diesen Kinos, weil es wäre wirklich eine riesengroße kulturelle Sache, die dort zu flöten geht, weil das Filmerlebnis im Kino ist wirklich etwas Einmaliges. Also da bringt kein Fernseher runter und kein Tablet und so genau das her. Es ist doch auch so, du gehst ins Kino als Durchschnittsmensch, gehst doch nicht ins Kino einfach nur, weil du sagst, hey, jetzt läuft Tenet. Sondern du gehst, weil du triffst dich mit deinen Leuten, du bequatschst vielleicht zuerst noch, welchen Film du schauen und nachher gehst du miteinander noch etwas trinken. Also es ist das ganze Feeling von es gibt Leute, wie gesagt, ich bin jetzt auch ich gucke einfach wegen dem Film ins Kino, dann, wenn ich meine Ruhe habe, ja. Aber der Durchschnittsmensch geht doch ins Kino, weil er will eine gute Zeit hat. Und das hat man einfach daheim eher weniger. Und wenn man es hat, dann sind wir ehrlich, ich kenne eure Kollegen, ich kenne meine Kollegen, man trifft sich bei einem daheim, nachher muss man selber das Geschirr machen. Das wollt ihr nicht, das wollen wir nicht. Geht ins Kino. Geht einfach ins Kino. Ich weiss, was ich erzähle. Glaubt es mir. Yes! So, kommen wir wieder zurück auf die Spur. Genau. Und zwar haben wir im ersten Teil, wie gesagt, die zwei jüngeren, älteren Teile. Und zum einen fließenden Übergang zum zweiten Teil schaffen, was übrigens auch sowieso passiert, wenn man den Film schaut. Absolut, ja. Sind diverse Rollen neu besetzt worden. Ja. Was passiert am Schluss vom ersten Teil, um genau zu sein? Am Schluss vom ersten Teil kommt der Marty McFly retour, steht mit seiner Freundin vor dem Hausplatz, bei der Garage zu. Genau. Und dann kommt Doc Brown reinzäckeln. Und für den wir gehen. Mit einem modifizierten DeLorean? Mit einem modifizierten DeLorean. Weil er nämlich jetzt nicht mehr Plutonium braucht, um das Ding zu betreiben. Genau. Sondern Bananenschalen, Dosen,
abgestandenes Bier, also einfach Biomasse. Mit Biomasse läuft Einfach alles, was du mir für uns im Tonstudio gefunden hast. Genau. Yes. Du hast noch Schauspielerwechsel erwähnt. Genau. Und dort ist ja, glaube ich, die Freundin von Marty Die Freundin involviert. ist nicht mehr die gleiche. Das kennen wir alle, du kommst schon an eine Freundin. Wem ist das nicht schon passiert? Ja, nach Zeitreisen kann das schon mal vorkommen. Hast du gesehen, wie sie mit 75 aussieht? Nein. Oder du kannst zurück in die Zeit reisen und nimmst die 20-Jährige wieder mit. So. Nein, ganz ehrlich. Sind es mehrere Schauspielerwechsel? Ich glaube eben nicht, oder? Doch, Es der sind Vater ist auch mehrere. nicht mehr der gleiche. Der Vater ist auch nicht mehr der gleiche. Ja. Sicher? Der Vater ist nicht mehr der gleiche. Okay. Dort hat es Diskussionen gegeben, weil er meinte, ich mehr Geld hätte wollen. Ah ja, genau, stimmt. Und dort hat er sich dann zum Beispiel auch in verschiedenen Talkshows darüber ausgelassen. Stimmt, ja. Aber dort haben sie einen verdammt guten Ersatz gefunden, wo, wenn du nicht achtest, fällt es fast nicht auf. Ich habe Finde das, das erst dann wirklich gerafft, als ich es gewusst habe. Eben, ja, darum, also dort haben sie wirklich einen sehr guten Ersatz gefunden. Aber ich weiß nicht, wie sehr ich eine Referenz dafür bin. Ich habe das auch sehr lange nicht geschnallt, dass die Eltern die gleichen sind. Die Jungen und die Alten. Das hat einen Moment gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Und eben der Schluss vom 1 ist ja gleichzeitig eigentlich nach der Anfang vom 2. Vom zweiten Teil, genau. Was passiert denn im zweiten Teil? Im zweiten Teil, dort ist der legendär, oder auch für mich legendär, weil das 2 ist mein Lieblingsteil. Deinen auch? Ja, absolut. Corona-konformes High Five. Und dort setzt dann der Doc zurück. Also er sagt ihnen, schaut, etwas passiert mit euren Kindern in Zukunft. Ganz kurz. Ja. Das müsste man vielleicht auch mal sagen. Für uns ist das vielleicht klar. Für die den Film noch nicht gesehen haben oder nochmal schauen wollen, achtet euch mal darauf, wir haben die ganze Szene neu müssen drehen, eben weil eine andere jetzt die Freundin war. Genau, weil sie ein anderes Mädchen hatte. Aber das fällt auf, wenn man es weiss. Eigentlich auch sonst. Yes, Entschuldigung, ich habe dich Genau. unterbrochen. Und der Doc kommt eben mit dem DeLorean, mit dem modifizierten, und findet, hey, etwas ist nicht gut in Zukunft, musst mitkommen. Und aus den Umständen kommt die Freundin von Marty auch mit, weil es betrifft ja sie auch, meint der Doc. Und dann setzt er zurück auf die Straße und der Marty meint noch, hey, da bekommst du keine 88 Meilen auf dieser Straße. Und da meint er, bekannter Spruch, ist wieder eine Sache für dich. Wo wir auch nicht müssen. Brauchen wir keine Straße. Genau. Roads, where we go, we don't need roads. Irgend so. Schon wieder Hühner. Genau. Und somit befördern sie sich in der Luft mit einem fliegenden DeLorean, finde ich sackstark, leider gibt es das heute noch nicht, nach 2015. Wo eben die Kinder von Marty und seiner Freundin, weißt du eigentlich den Namen von seiner Freundin? Kommt mir jetzt auch nicht in den Sinn. Weiter, nicht der gleiche tun. Wird hier eingeblendet. Genau. Du könntest es sicher so cool, wenn ich jetzt so mache, das ist irgendwie so cool auf meine Hand. Ja, kommt darauf an, wenn du genug hoch rauf hast, dass man es nicht hinter dem Sitz ist, kann es gehen. Okay. Yep. Jennifer. Genau, Jennifer. Bist gut. Jennifer. Logisch. Und eben, sie landen dort im 2015, wo eben ihre Kinder, also respektive der Bub von ihnen, ein bisschen Seich baut. Und dort verhindert es der Marty eigentlich. Aber währenddem, also nachdem, was sie es eigentlich verhindert haben, hat der Marty sich noch einen Sportalmanach gekauft. Das heisst, dort drin stehen Sportresultate von x Jahren drin. Er denkt, wäre natürlich noch gäbig, für ein bisschen Kohle zu machen. Aber was er nicht bedenkt hat, der Biff, der im ersten Teil auch vorkommt, schnappt sich das Heftli, geht zurück nach 1955 und gibt das Heftli seinem jüngeren Ich, wo er mit dem ziemlich viel Kohle macht. Und wo der Marty und der Doc zurück wollen, nach 1985, landen sie in ihrer veränderten Realität, wo der Biff einer der reichsten Leute ist in Amerika oder sogar weltweit. Und dann müssen sie dort das Problem lösen. Hättest du die Chance, um so ein Heftchen mitzunehmen und in die Vergangenheit zu gehen? Würdest du es machen? Ja, der Reiz ist schon recht gross. Aber ist natürlich auch mit recht vielen Gefahren verbunden, wie man jetzt gehört hat. Es kann auch hinten rausgehen. Ja, das wäre mir egal.
Ich wär sehr reich. Ich sag mal, ich habe da nicht so viel Berührungsängste damit. Ey, bin ich ganz ehrlich mit dir. No risk, no fun. Ja. Und theoretisch könntest du doch immer wieder zurück in die Zeit. Ich meine, du kannst zurück in die Zeit, räumst den Kohlen ab, gehst wieder zurück in die Zeit und räumst den gleichen Kohlen nochmal ab. Aber je nachdem, was du dort gemacht hast, hast du dann wieder eine neue Zeitlinie erschaffen. Da sind wir jetzt schon im Zeitreisen-Ding. Ich möchte gar nicht zu weit rein. Es gibt ja wirklich komplexere Filme als der. Aber nur schon, das ist jetzt ein Film, wenn du nebendran noch irgendetwas am Gamen bist und du schaust das und nebenbei wieder mal, ich muss ihn aktiv schauen. Weil es sind doch 3, 4 Zeitlinien. 3? Die eigentliche Zeitlinie, die veränderte Zeitlinie vom Biff, der reich ist. Genau. Und die eigentliche Zeitlinie, die weitergelaufen wäre. Die weitergelaufen wäre. Oder so. Wo nachher dazu führt, dass der Doc Brown im 1800. Genau, das ist ja eigentlich, nachdem sie das Problem gelöst haben mit ihren Kids. Aber reden wir zuerst noch über den zweiten Teil. Genau. Gell? Ja. Wo sie eben das Problem im zweiten Teil mit ihren Kids gelöst haben, ist dann am Schluss durch einen Unfall, durch einen unglücklichen Zufall, wieder mit einem Blitz, der Doc Brown, der nach 1885 geschossen wird. Und dort am Schluss des Films, glaube ich, kommt schon gerade ein Postman, wo eigentlich der Marty dort steht, in Tränen aufgelöst, kommt der Postmann daher und sagt, hey, ich habe einen Brief für dich. Der ist vor 100 Jahren abgegeben worden. Ja. Und ich soll ihn genau um diese Zeit hierher liefern. Der ist für dich. Und so endet der zweite Film. Genau. Ja. Zum zweiten Film, also kannst du noch irgendetwas erzählen? Hast du gerade noch ein bisschen Background-Infos darüber? Also, was mich natürlich am zweiten Film absolut geprägt hat, also jetzt halt einfach inhaltlich, ist das Hoverboard. Das ist, glaube ich, der Wunschtraum von mir, das unbedingt zu haben. Leider gibt es das heutzutage immer noch nicht. Aber so das Hoverboard, das war wirklich recht etwas Prägendes gewesen. Und auch, was dazu kommt, eben, das gibt es nicht, aber sie haben in recht vielen Sachen, die sie dann vorausgesagt haben, 1985, 86, haben sie recht behalten. Und das Zeug haben wir heutzutage, was sie dort im Film gezeigt haben. Fax zum Beispiel. Ja, da sind wir schon wieder eine Stufe weiter, aber eben multiple Fernsehprogramme, Tablets haben sie, glaube ich, gezeigt. Und ja, es hat also diverse Sachen gehabt. Es gibt die Szene, also ich finde generell, vielleicht zuerst mal, das ist einer von diesen Filmen, der für mich die meiste Coolness ausgestrahlt hat als Kind. Also ich bin 90er-Jahrgang. Ich habe die 3 Filme dann irgendwann Mitte 90er wahrscheinlich das erste Mal angefangen gesehen, wahrscheinlich so Ende 90er dann bewusst, Mitte, Ende 90er bewusst wahrgenommen. Und du boundest sofort einfach wegen dieser Coolness von dem McFly. Und man sieht es jetzt im ersten und im zweiten Teil, im dritten nachher auch. Er ist nicht die Art, so der Nerd-Loser, der aufs Maul kriegt, sondern, musst du mal achten, er ist immer der, der als feige Sau bezeichnet und dann umkehrt und sich dann auf Stress einlädt. Also er hat so die Coolness gehabt von «mir sagst du nichts, mir kommst du nicht blöd». Genau, das ist ja eigentlich das, was ihm durch die 3 Filme eigentlich jedes Mal Verhängnis wird. Stimmt. Genau. Eigentlich ist es wirklich es hat generell ein paar so Sachen, die immer wieder vorkommen. Jedes Mal landet er im Scheiß, weil er auf das eingeht. Genau. Du hast immer einen Biff, also immer einen von den Tenants. Genau. So. Der Tenant landet auch immer irgendwie im Scheiß. Ja, genau. Stimmt. Übrigens, er hat ja auch immer so 3 Typen dabei. Genau. So seine Gang. Ja. Im zweiten Teil, bei dem wo wir jetzt gerade sind, spielt doch der McFly einig in dem Laden spielt er das Gun-Game da. Genau, ja. Weißt du, wer dort einer von diesen Kids ist? Ja, ich weiss, auf was du ansprechen willst. Herr der Ringe-Star, der Frodo. Ja, der Elijah Woods. Genau. Der hat seine Rolle. Also genau. Mal Pause drücken und schauen, wie er aussieht, bevor der Ring kommt. Richtig kleiner Pföder, so «Ja, hallo!» Voll. Und wie sie einfach sofort keinen Bock mehr hatten, wo sie gesehen haben, dass er das Game mit Controller spielt. Also genau, er hat gefunden, so, was, du spielst das mit den Hängen? Die haben den Retro nicht verstanden.
Er ist aber nicht der einzige berühmte im Fall, den wir am Start haben dort. Es hat nochmal jemand so eine... Ist es ein Cameo? Beim Kleinen kann man nicht... Also beim Kleinen, doch, er ist immer noch klein, aber er ist älter geworden. Also in Elijah Woods kann man nicht sagen, es ist ein Cameo. Das ist ja wahrscheinlich einfach seine erste Rolle gewesen, weiß ich gar nicht. Ja, ich denke, er muss früher Rolle, ja. Dann ist aber noch der Bassist Ja, von den Red Hot Chili Peppers dabei. Genau, ja. Spielt dort eine Rolle, wo als Lehrer, der die Schülerband beurteilt, wo der Marty McFly Gitarre spielt und singt. Mal. Ist er? Ja. Der Needles ist es? Nein, nicht der Needles. Nicht der Needles? Nein, es ist einer von diesen 3 Lehrern, er in der Mitte. Nein, er ist der, wo also der Lehrer, der dort vor der Bühne steht und nachher mit dem Ding etwas sagt, mit dem Megafon. Ja. Er ist der Interpret von dem Song. Nein. Wir gehen googlen, wir blenden sie. Der Needles ist nämlich der Red Hot Chili Peppers Typ. Das sind unsere Gesichter, die wir es noch nicht wissen. Das sind unsere Gesichter, wo wir wissen, dass ich recht habe. wir werden es herausfinden, okay? Wir werden es herausfinden. Ich habe noch ein kleines Detail zu dieser Szene, wo man den Haifisch sieht. Aus dem Display rauskommt. Genau, wo Jaws, also Jaws der weiße Hai 19. Ja. Jaws 19, glaube ich. Ja. Genau. Hast du gesehen, von wem der Film ist? Sohn von Steven Spielberg, glaube ich. Max Spielberg steht drauf. Ja. Apropos, das haben wir ja überhaupt noch gar nicht erwähnt. Dass ja eben Produzent von diesen 3 Filmen ist der Steven Spielberg war. Also wirklich Held von meiner Kindheit. Andy hat gesagt, er sei 90er, ich bin 80er. Also von dem her, Spielberg war wirklich Held von meiner Kindheit. Der hat wirklich Spielberg überall seine Hände drin gehabt. Ja. Spielberg hat generell überall seine Hände drin gehabt. Absolut. Das ist so allgemein die alte Garde. Das sind so eigentlich alles das, was wir heute cool finden. Das sind auch alles das, was selber junge Leute waren, die wahrscheinlich maximal so alt wie wir, wenn überhaupt. Das deprimiert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber, oh, wow. Hey, aber ich hocke auch in einem Kino vor 3 Kameras. Das ist close enough, würde ich sagen. Wer haben wir da? Wir haben den Spielberg, wir haben den Zemeckis, Ja. wir haben den George Lucas, Peter Jackson. So, das ist alles so ein bisschen, fast schon ein bisschen eine Gang gewesen, kann man sagen, von jungen Leuten. Eigentlich all das, was wir heute feiern, das Popkulturelle Ziel, ist alles aus der Hand alles aus den Fingern von einer Handvoll Leute eigentlich gekommen. Ja, mehr oder weniger. Das ist echt krass. Das Kommerzielle, ja. Ja, das Kommerzielle auf jeden Fall. Ja, definitiv. Wow. Kommt mir jetzt gerade so, mir geht jetzt gerade so in Schuppen von den Augen, wie cool ich das eigentlich finde. Ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. Yes, und ich würde mal sagen, für ein bisschen weiter voranzukommen, Ende vom 2. Teil eben, haben wir ja gesagt, dass der Marty einen Brief bekommt. Der Marty kriegt einen Brief, genau. Und dort in diesem Brief steht ja, dass der Doc Brown im Jahr 1885 gelandet ist. Er ist dort Hufschmied. Genau, und es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Es geht ihm wirklich gut dort. No. Genau. Aber dazu kommen wir jetzt zum 3. Teil. Wo wieder genau gleich wie vom 1. zum 2. Teil wieder ansetzt mit dem Ende vom 2. Teil, wo er eben den Brief bekommt. Okay, Marty fliegt heim, glaube ich, bin ich mir sicher. Er fliegt heim wieder in seine Zeit, also er geht zurück in seine Zeit, ja. Genau. Und dort... Nein, wie steht es schon wieder? Moment, haben wir überhaupt über den Handlungsstrang geredet, dass er im 2. Teil im 1. Teil wieder ist? Genau, ja, das haben wir eigentlich rausgelassen, dass er im 2. Teil noch einmal zurückgeht auf 1955 und sich dort zwischendurch wieder an seinem eigenen Ich, das in der Vergangenheit ist, über den Weg läuft. Aber das schaut nachher im Teil 2. Das ist eigentlich wirklich auch krass produziert übrigens. Eigentlich ist das krass gemacht, dass du so viele Szenen aus dem 1. Teil wieder im 2. Teil verarbeitet hast und die Figuren auch drin umeinander schleichen und interagieren. Also sie haben sowieso ja in allen 3 Teilen wirklich wieder viele Sachen, die man heutzutage Fanservice würde nennen, wo sie einfach wieder auftauchen, aber einfach in einer verschiedenen Form angepasst auf diese Zeit. Oder? Und ich glaube, wie das der Marty dann nach 1885 kommt, das müssen wir hier glaube ich nicht gross
freilegen. Nein. Aber eben, er trifft ja dann dort den Doc und man sieht auch dort wieder Leute, die an Biff Tannen erinnern, die eben auch wieder aus der Tannen-Familie kommen. Oder auch sonst von McFly-Family sehen wir auch wieder Leute. Genau, er landet nämlich auf der McFly Farm. Genau. Und weißt du was? Ja, den würde ich nicht verraten. Es ist nicht. Nein, aber in allen Teilen wird er ohnmächtig und wacht irgendwo bei den McFlys auf. Genau, wo dann er das Gefühl hat, es sei die Mami, dabei Ja. ist es entweder eine Urtante oder, Voll. oder seine Mami So, ganz das jung. ist so durchdacht, oh Mann, und ich. Oh, ist das toll! Ja. So, Mackis. Hey, wenn du das schaust. Das ist ja geil. Tschakka! Du bist einfach ein guter Typ. Er kann sicher auch sehr gut Schweizerdeutsch, von dem her. Wir hatten Menschen. Was sich auch so ein bisschen durch den Film durchzieht, ist, dass sich der Marty McFly einen Namen muss geben. Ja, genau. Und, Oder ihm auch Namen geben. oder Namen geben werden. Bezug von seinen Unterhosen. Yes, genau. Stimmt, soll ich kurz überlegen. Genau. Eigentlich brutale Schleichwerbung. Generell Schleichwerbung. Wir haben Pepsi drin, Genau. wir haben Burger King drin, wir haben Nike drin, Ja. Nike. Weißt du Nike? Das ist ein Indianerstammname oder irgendetwas haben sie gesagt. Und wir haben Calvin Klein als Marke drin. Genau. Ja. Also sie haben dort ziemlich Sponsoren geholt. Ja. Sie haben aber auch eine Anfrage reingeholt. Respektive sie haben angefragt, ob sie für den dritten Teil den Namen dürfen verwenden dürfen. Wo der Marty McFly sich fast verschnurrt und sagt, dass er der Marty McFly ist, sucht er sich nachher einen neuen Namen aus. Genau. Und dort ziemlich ein krasser Westernheld, oder? Clint Eastwood. Ja, Mann. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Genau. Und was ich zum Beispiel eben in diesen zusätzlichen Comicbüchern gelesen habe, dass Clint Eastwood hat eigentlich seine Freundin Nein, nicht Jenny. Das habe ich schon wieder vergessen. Jennifer. Ja, genau. Er hat eigentlich seine Freundin Jennifer ihm den Spitznamen gegeben, Clint Eastwood. Habe ich auch nicht gewusst. Aber das ist eben so in diesen Comics, die sie später noch gemacht haben, wo wir dann vielleicht noch einmal drauf zukommen, haben sie ein bisschen Background-Stories erzählt. Item. Aber eben, wir sind ja im Wilden Westen gelandet mit dem Marty und er sucht dort den Doc Brown, für ihm wichtige Sachen zu sagen, dass er gescheiter jetzt zurückkommen sollte. Das Problem ist aber, die Zeitmaschine, also der DeLorean, hat von Indianern, glaube ich, ein Leck im Benzintank und kann nicht mehr fahren. Also mussten sie eine Lösung suchen. Die Lösung war, einen Zug speziell schnell zu fahren, den DeLorean davor zu spannen und so wieder zurück nach 1985 zu kommen. Und gerade wo er eigentlich ankommt, wird er schon wieder besucht vom Doc Brown, der mittlerweile einen Zug in eine fliegende Zeitmaschine umgebaut hat. Wow! Wie krass ist das denn? Und so endet eigentlich auch schon der dritte Teil. Ja. Zum Zug und zu der ganzen, zum ganzen Finale mit dem DeLorean und dem Zug. Sie fahren ja dann auf die Schlucht zu. Genau, wir müssen vierdimensional denken, haben wir nämlich gelernt. Genau. Weil 1985 wird dort die Brücke fertig gebaut sein. Also alles kein Problem. 1885 war dort noch keine Brücke, sondern eine Schlucht. Und diese Szene, End of the road. diese Szene haben sie rückwärts drehen. Ah, das habe ich jetzt nicht gewusst. Die Szene haben sie rückwärts drehen, weil der Zug hat Gleise andersrum. Okay, ja, das habe ich nicht gewusst. Das ist mir neu. Merci. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Bildungsauftrag haben wir erfüllt für das Mal. Sehr gut. In diesem Film haben wir auch wieder berühmte Musiker. Stimmt, genau. Hast du ihn erkannt? Ja, so bärtige Typen. Sie. Top. Genau. Also sie haben eigentlich immer wieder mit berühmten Musikern geschafft. Genau. Finde ich sehr cool. Zum Beispiel, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Lehrer, der nicht der von der Red Hot Chili Peppers ist. Sorry, der hätte einfach noch rein müssen. Ja, also für mich ganz, ganz eine wichtige Filmreihe. So, die haben viel von dem, das merke ich aber auch erst jetzt, wenn ich älter werde, die Filmreihe hat sehr viel von meinem kindlichen Verständnis von Coolness prägt. Sie sind ein grosser Teil von meinem Verständnis von wie Popkultur funktioniert.
Ja, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja noch mal ein paar Jahrzehnte älter als ich. Du hast das wahrscheinlich noch mal aus einer anderen Perspektive miterlebt. Bist du dich schon im Kino schauen, oder? Nein, für das, also ich habe 81er Jahrgang. Und von dem her hat es noch nicht gelangt, dass ich mich dort schon dafür interessiert habe. Aber ich würde mal sagen, so ziemlich kurz darauf ab, von VHS-Release, habe ich es natürlich daheim gefeiert und geschaut, weil ja, dann zumal die VHS-Kassetten hast und im Fernsehen hast du nur Werbung schauen, keine Streams hast, dann hast du halt die Filme einige Male geschaut gegenüber heute. Also, früher hast du Filme ja, des Öfteren noch mehrmals geschaut. VHS sind so ein Ding. Heute würden die Leute dir die Bude reinrennen und würden eskalieren. Früher war das normal, dass du eine leere VHS reinschiebst, auf Record drückst und dann den Film aufnimmst. Genau. Und heute rennen sie die Bude wegen Piraterie für so Zeugs. Also bei uns vielleicht nicht unbedingt, aber eigentlich überlegst du es eben schon so. Hast du einmal für einen Film gezahlt, den du auf VHS aufgenommen hast? Okay, aber das ist ja erlaubt. Für den Eigengebrauch aufnehmen und daheim zu schauen, das ist erlaubt. Du darfst es einfach nicht weitergeben. Ja, das stimmt. Das ist bei uns so. Aber ist es nicht in Deutschland zum Beispiel wieder anders? Ich glaube, das ist dann eher beim Download, der Fall. Wie das dann beim VHS gehandhabt wird, das weiss ich nicht. Ich glaube, das wäre eher eine Frage für Jörg. Da ist er auch der Experte. Aber das ist sehr interessant. Dass man eigentlich, VHS war schon so ein Thema früher. Dort hätte man noch zurückspulen. Genau. So die Sachen, die die Jungen heute gehen, das kennen die gar nicht. Genau. Das kennen die gut. Also, ich liebe es, ich bin ganz ehrlich, ich liebe es, dass das Zeug heute in so guter Qualität gibt, dass du Play drücken und du hast deine Abos, wo du bei Netflix, Disney Plus, Amazon, Apple TV Plus, wie es heisst, kannst schauen, aber das war schon ein Ding früher. Du musst VHS zuerst zurückspulen. Absolut. Kleine Anekdote, wie ich so, gerade beim Übergang von DVD, also wo DVDs kamen, war das aber herrlich. Da konntest du die Eltern verarschen und konntest sagen, wenn du DVD fertig geschaut hast, Mom, kannst du Schnellchen drücken, um zurückzuspulen. Das war aber super. Kann man heute gar nicht mehr solche Jokes machen. Das ist vorbei. Ich mag mich erinnern, wo die DVDs so aufgekommen sind, gross. Ich war viel bei meiner Tante, die mich eigentlich sehr geprägt hat, was so Filmzeug so gut. Ich hatte 2 Tanten, die sind nur ein paar Jahre älter als ich. Ich bin viel Zeit bei den Großeltern aufgewachsen und habe darum auch so das Ganze... Sie sind sehr, sehr affin für Filme und das durch sie halt ein bisschen mitnehmen. Und als ich dann das erste Mal so bei den Tanten war und den Film auf DVD geschaut habe und einfach das... Oh mein Gott, ich kann ein Kapitel einfach nochmal schauen. Ich muss, oh was, ich drücke einen Knopf und ich bin nochmal in dem Kapitel drin. Und oh, ich muss nicht zurückspulen. Das war wirklich ein Ding gewesen. Ja, das ist so. Ja. Wow. Ja. Und dann die grosse, aber kurze Diskussion darüber, Blu-ray oder HD-DVD, ist glaube ich. Ich glaube, es ja irgendwie so, was hat es geheißen, ja, die 2 Formate von diesen 2 verschiedenen Buden, ja. Womit wir wissen, Blu-ray hat komplett erst gemacht, ja. Hat ich glaube, da sogar Xbox und PlayStation haben sich für ein anderes System entschieden. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das kann sein, ja. Und die Winner ist meinte, PlayStation und Xbox hat nachher sogar müssen ummodeln, respektive zusätzliche Geräte verkaufen, damit die Blu-rays abspielen können. Sie haben auf HD-DVD gesetzt. Das kann sein, ja. Guter Moment für euch, liebe Xbox-Leute. Gut, ist ja nicht so, als hat Microsoft ein Problem finanziell, also von dem her. Yep. Hast du eine generelle Lieblingsszene, irgendeinen Moment, wo dir am meisten geblieben ist oder wo du extrem feierst? Ja, einfach wirklich die klassischen Verfolgungsjagden, vor allem mit dem Hoverboard im zweiten Teil, wo er in Zukunft ist, wo eben eigentlich ziemlich übernommen wurde vom ersten Teil, wo er mit einem ganz rudimentären Skateboard, wo dann zumal noch gar kein Skateboard war, Kleiner Einwurf. Am Set haben sie, weil der Marty McFly, respektive der Michael J. Fox, kein Skater war, ja. Haben sie den Tony Hawk am Set gehabt, wo ihm... Ah, auch? Ja, okay, Tony Hawk also sorry, wenn du kannst sagen, ey, der Tony Hawk hat mir beigebracht zu skaten. Was? Das ist schon mal nicht schlecht. Das würde ich zu oberst in meiner Vita schreiben. Noch bevor ich Back to the Future oder Chaos City oder irgendetwas, einfach zu oberst Skateboarder gelernt beim Tony Hawk. Punkt. Du hast den Job. Ja.
Ja, nein, aber so die Hoverboard-Szene ist wirklich so eine von meinen Lieblingen. Ja, die ist für mich auch, weil ich die als Kind auch nicht begriffen habe. Als Kind bin ich dort geguckt und wieso, wie? Ich habe nur wissen, ich habe in diesem Alter auch Star Wars geliebt und ich meine, Star Wars ist schon meine Religion. Aber ich bin mit dem klargekommen, weil es ist schon so weit weg von unserer Realität, dass es völlig okay ist, dass du mit Lichtschwertern aufeinander haust. Aber Back to the Future hat immer noch so den Touch Realismus. Es war immer noch so ein bisschen unsere Welt gewesen. Ja, und wieso kann sie Skateboard fliegen? Wieso kann meins das nicht? aber nicht über Wasser. Nicht über Wasser, stimmt. Da brauchst du ein Powerboard. Das war auch cool gewesen. Ja. Für mich sind auch so diese Szenen, das Hoverboard ist für mich eine sehr, sehr krasse Szene gewesen. Ich würde das übrigens immer noch zum irgendwo aufhängen. Ich hätte das sehr Ja, gerne. ich gehe, es ist einfach sauteuer. So. Ja. Ja. Die Schuhe, die selbstbindenden Schuhe. Gefällt mir nicht, ist einfach, aber sonst irgendwie cool. Sieht hässlich aus im Grunde genommen. Ja, aber das ist nicht wichtig. Okay, es geht nicht darum, dass sie gut aussehen. Oder die selbsttröchelnde Jacke. Ja, aber nein. Da hätte ich lieber die Weste, lieber die rote Weste. Ja. Wäre mir massiv lieber. Und was mir jetzt noch durch den Kopf geht, wenn wir jetzt so eigentlich beim Ende vom Teil 3 sind, es hat ja dann noch eine Comicserie gegeben. Die hast du dir gegeben, gell? Oder bist du noch dran? Die habe ich sogar auf DVD daheim. Die habe ich mitgenommen. Und die habe ich auch als Klein geschaut. Also das war mein Samstag- oder Sonntagmorgenprogramm. Wie hast du einen Comic? Eine Comicserie. Also, yes. Zeichentrickserie, genau. Wo dann auch der Doc Brown mit dieser Frau, die er im Wilden Westen lernt kennen und die dann geheiratet hat und 2 Kinder hatte, der Jules und der Verne. Wow. Weil er ist ja ein rechter Fan von Jules Verne, also dem Buchautor, 20.000 Meilen unter dem Meer und so, und 80 Tagen um die Welt, ist ja Jules Verne und so weiter und so fort. Und dort hat es eben auch die Zeichentrickserie gegeben, die eigentlich das Ganze ein bisschen weitergeführt hat, wo man dann Abenteuer erleben mit Marty, mit dem Jules, mit dem Verne und mit dem Doc Brown. Und das Ganze ein bisschen weitergeführt hat und man dort auch teilweise noch ein bisschen Background-Story hat bekommen. Okay. Wo dann auch gegen jede Serie, der Anfang und der Schluss, ist real gefilmt war, auch wieder mit dem Doc Brown, also mit Christopher Lloyd, wo so Tipps und Tricks, so wissenschaftliche Tipps und Tricks gegeben hat. Ja. Nachher in der Serie selber ist es aber nicht von den Schauspielern synchronisiert gewesen. Genau, bis also auf ein oder zwei Zeichentrickfiguren. Ausnahmen. Genau. Ja, es sind andere Synchronsprecher gewesen. Genau. Ja. Und eben das, was du gemeint hast, sind die Comicbücher, die 2015 erschienen sind, wo der Bob Gale mitgemischt hat. Die eben auch viele Background-Stories erzählen. Also ich habe dort die ersten 2 mir schon zu da. Den zweiten noch nicht angefangen, aber beim ersten bin ich dran. Und dort bekommst du zum Beispiel mit, wie haben sich der Doc und der Marty eigentlich lernen kennen. Das finde ich noch wichtig, weil so aus der Sicht von 2020 ist es ein bisschen weird, dass so ein doch eher älterer Mann mit so einem jungen Typ so... Okay, ja, aber es ist gut, wenn es aufgelöst wird, finde ich eigentlich recht genau. darum. Ja. Es hat ein paar Szenen, die wahrscheinlich heute nicht mehr so springen können. Also, das ist ein Film, bei dem ist jetzt nicht, oder doch, aber nicht in allen Szenen ganz so krass, aber man muss den Film, oder generell so Film, nicht immer, aber fast immer im Kontext von der Zeit schauen. Weil auch die Szene mit Biff, wo er eigentlich die Mutter von Marty McFly, also sehr unangenehm. Also du redest vom zweiten Teil, nehme ich an. Im ersten auch, im Auto rein, wo er sie eigentlich schon sehr nicht gentlemanlike begrapscht und sie das gar nicht will und er sie fast schon dazu zwingt. Ja. Schwierig heute für eine Komödie. Es wird gut aufgelockert so. Ja, also ich finde, es wird ja eigentlich vernünftig aufgelöst, ja, weil es wird ja nicht irgendwie profiliert, dass das gut sei, sondern im Gegenteil, es wird eigentlich... Durch den Vater von Marty McFly wird es eigentlich aufgelöst, dass es absolut nicht gentlemanlike ist und sich das nicht gehört. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen sensibilisierter als... Vielleicht. Ja, voll. Hast du gewusst, dass die Zeitmaschine von Back to the... Oh, warte. Hast du gewusst... Das ist unbequem. Hast du gewusst, dass eine Zeitmaschine von Back to the Future ursprünglich kein Auto war? Genau. Es sollte eigentlich sein, so fast wie eine Spritzkabine. Habe ich letztens mal noch vernommen. Aber es ist, glaube ich, auch noch ein Kühlschrank im Thema. Ursprünglich war es ein Kühlschrank. Aber es haben mehrere Versionen im Umlauf. Eine, die aussieht wie eine Spritzkabine und eine, die Kühlschrank.
Es hat mich sehr interessiert, wie du einen Kühlschrank auf 88 kriegst. Ja, 88 Meilen, also was sind das dann 140 km/h. Ja, da musst du auch eine ziemlich grosse Schleuder haben. Ich habe noch ein bisschen Background-Info, wo mir jetzt noch in den Sinn kommt. Und zwar haben wir es vorher kurz vom Weissen Hai 19 gehabt. Zu dem Film ist am 21. Oktober 2015 sind sie gelandet. An dem Tag auf jeden Fall haben sie einen Trailer zu dem Film rausgebracht. Also es gibt einen richtigen Trailer zu dem Film. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja. Das ist noch so ein bisschen, gebe ich euch an und auch dir in dem Fall noch mit auf den Weg. Weil mittlerweile sind meine Background-Infos zu dem Film durchgeschossen. Ich glaube auch, wir sind ja langsam aber sicher mal so ein bisschen gegen das Ende. Ja, also ich würde sagen, halbe Stunde aufnehmen für 2,5 Stunden Kameras aufbauen hat... Was, 2,5 Stunden? Habe ich so viel lang gehabt? Ich vergesse aber gerne die Zeit beim Aufbauen. Nein, ich kann es nicht mal sagen, das ist gar nicht so lange gehabt. Ich glaube, das Problem ist mir so, dass ich ein sehr unnützer Kabelträger bin. Ich glaube, es liegt wirklich mehr dran. Ja. Hast du Telltale Games schon erwähnt? Wie viel? Telltale Games. Telltale Games? Es Ich bin gibt... ja schon Schweizer, aber ich kenne nicht alles von Tell. Nicht Wilhelm. Aha. Der Spruch war jetzt eigentlich so mittelgut gewesen. Ja. Ich dachte, ich bin auch noch schlechter, dass du nicht so alleine da stehst. Das war schon wieder kein guter gewesen. Marty McFly und der Doc Brown sind nicht nur in den Comics und in der Zeichentrickserie nochmal auf Tour, sondern es gibt sie auch noch als Game. Und zwar von Telltale. Du jetzt nicht so, als hättest du irgendeine Erfahrungswert mit dem Game. Sicher, ja? Das habe ich gespielt. Erzähl etwas von dem Game bitte, ich habe es noch nicht gespielt. Hast du noch nicht gespielt? Nein. Okay, ich habe es aber einfach wirklich auch nur einfach ein bisschen angezockt. Und es spielt in der Jugendzeit, also so Jugend-Erwachsenenzeit vom Doc Brown, wo er noch bei den Eltern wohnt. Und der Marty geht dann zurück in diese Zeit. Aber das ist jetzt im Moment noch alles, was mir in den Sinn kommt von diesem Game. Aber es hat einen recht krassen Handlungsstrang eigentlich. Also, und inoffiziell wird das Game sowieso als 4. Teil von Back to the Future gehandelt. Kennen wir doch so schon von Ghostbusters. Ja. Ghostbusters ist ja der 3. Teil auch eigentlich die Story vom Game. Ja. So, du hast auch die Figuren drin, du hast Synchronsprecher drin geschrieben. Ist es von Dan Aykroyd und dem... Ja. Hilf mir. Oh, werden wir einblenden. Yes. Über den anderen Teil, der hier vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist, reden wir nicht. Nein. Da erwartet es ja vielleicht noch eine Rettung vom Dan Aykroyd. Es ist ein neuer Teil unterwegs. Das sollte ja eigentlich auch mal einig kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt coronatechnisch sich auch verzögert hat oder ob es einfach sonst noch in der Production ist. Aber es wird ein Teil kommen und ich setze sehr viel Hoffnung drin. Ich habe noch nicht sehr viel, also es gibt ja noch nicht sehr viel zu schauen drüber. Aber das Material, das es bis jetzt gibt, sieht wirklich, wirklich nice aus. Sieht wirklich gut aus. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich würde so sagen. Das Einzige, was ich einfach sagen kann, hey, Leute, zieht nach diesen Film rein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, sogar in einem Kino, wie hier im Scala in Langenthal, oder holt nachher DVD oder schaut es irgendwo auf einem Streamdienst. Und sonst natürlich Geekstübli abonnieren. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Facebook, wenn es noch irgendjemand hat, ich nicht. Mich findet ihr sonst unter Andy the Angry auch auf Instagram. Ihr findet meinen Podcast Safe Space FM auf Spotify, auf iTunes, überall außer YouTube. Ihr findet auch den Safe Space FM Account auf Instagram. Und ich glaube, das wäre dann langsam so alles, was ich mache. Wo findet man dich? Wenn ihr mehr sucht, ich bin eigentlich überall zu finden unter T-Nerd Production. Ich produziere selber Filme, Videoclips, alles, was in diese Richtung geht. Also wenn ihr mal etwas braucht, here I am. Baust du nachher so cool noch unsere Links da irgendwo rein? So. Vielleicht klebe ich es in deine Finger. Geil. Ja, dann würde ich doch sagen, zum Abschluss, hey, besucht Kinos, weil sonst wird es dunkel. Ist das spontan gewesen? Nein, das ist so ein Werbeslogan, wo Kinos
tatsächlich. Sonst, wenn man Kinos nicht mehr besucht, wird es dunkel und dann gibt es so ein Fernseh-Ab-Ding. Okay. Ja. Tschüss zusammen. Ciao. Der Schluss finde ich fast besser. Was? Tschüss zusammen. Nein, das andere.